Am nächsten Tag ging ich wie verabredet zu Paulie. Also was sagst du dazu? Ich will mir zuerst die Bank ansehen, dann höre ich mir deinen Plan an. Gut. Mit dem Geschrei aufhören! Sofort aufhören! Keine Bewegung! Wir versteckten die Moneten von der Bank fürs Erste bei Paulie. Wir konnten nicht alles sofort auf den Kopf hauen, also verabredeten wir uns für den nächsten Tag und überlegten, wie wir es am besten investieren konnten. Ich wusste schon, was man mit dem Geld machen konnte, aber ich war ziemlich neugierig, was Paulie vorhatte. Oh Gott, was zum Teufel ist passiert? Paulie! Paulie! Verdammt! Die Kohle! Wo ist die Kohle? Scheiße, alles ist weg! Das ist wie in einem Albtraum. Paulie? Sam? Ich bin's, Tom. Paulie ist tot, Mist, ich wusste es. Tom, du sitzt tief in der Scheiße. Ich wollte Paulie warnen. Salieri hat es mit der Bank rausgekriegt und entschieden, es nicht zu tolerieren. Ich hab's nicht rechtzeitig geschafft. Tom, du musst schleunigst verschwinden. Sam, ich wusste nicht, dass die Sache so heiß ist. Was soll ich tun? Ich kann doch Sarah und das Kind nicht verlassen. Okay. Tom, ich helfe dir. Wir müssen uns irgendwo treffen, aber es ist überall gefährlich für dich. Am besten, wir treffen uns in der Kunsthalle. Okay, ich bin in ein paar Minuten da. Vielen Dank. Weißt du, Paulie liegt hier in seinem Blut und ich weiß nicht, an wen ich mich wenden soll. Ist schon okay. Du hattest einen gut bei mir. Danke, Sam. Oh, Scheiße! Mein guter Freund, der Paulie, ist tot. Auf die brutale Art und Weise. Ich glaube, das hat er nicht verdient. Aber sauber war er, sie. Ja, das aber nicht ich. Wer ist Haus wird, wer ist doch. Der tut sich ganz gut. Wo ist das? Ich bring dich um. Okay. Die Polizei, tun die doch. Ich bring dich um. Okay. Jetzt bist du tot. Komm raus. Jetzt bist du Ich poliere dir die Fresse! Oh, Scheiße, tun die doch. Mich nicht. Der blöde Bulle doch. Bei der wie mit 10 Schuss. Hey, Bulle! Lass die Waffe fallen! Bin du Bulle? Du doch! Schieße! Ja, komm, du warte mal. Ich glaub, die machen wir anders. Pass, wir sollten vielleicht, wenn die kommen, also die Türmen. Wahrscheinlich jemand von unten, oder? Gib ich da davon. Da ist zu. Da geht auch nichts. Ja gut, ich sag, die muss unten raus. Ohne Wenn und Aber. Ich glaub, da muss ich flott sein. Bettet, Wurm, wir flitzen. Hat er das gesehen? Da waren wir flott. Mit Bravour gemeistert. Warte, nehmen wir gleich mal die Polizeikarre. Wenn die schon da steht. Ja, da fahren wir jetzt. Wo wollt ihr hin? Wollt ihr zu der Kunstgalerie?
Ja, würde ich sagen, mal langsam aber sicher steht die Finale an. Freunde, Autobahn, oh Gott. Aus dem Weg! Ich hab mich selber den Anfang gefunden. Das sind meine Waffen. Kriege ich Knarren irgendwo? Pass auf, Twister. Ich glaube, ich sollte mir nicht gefunden. Ich glaube, ohne Waffen geht da nichts mehr. Twister, ich komme. Ich hoffe, mit der Luftfahrt. Also stehe ich da. Weil ich habe ja gerade einen Revolver mit 6 Schuss. Ich glaube, damit kann ich nichts anfangen. Der legendäre Twister in Hoboken. Pass auf, Palermo Club. Oh, der Twister liegt gleich im Säckchen. Ja, wo ist er? Mr. Twister? Da bin ich wieder. Kumpel Moraf, Herr Peter Kunde ist du. Ah, du schon wieder. Komm rein. Ja, ich schon wieder. Knarren brauche ich. Ich befürchte, der wird ein bisschen bleihaltig. Und mit 6 Schuss gehen wir nicht weit. Die lachen mich aus. Was haben wir, Kumpel? Bei dir daheim? Hallo, Junge. Na, wie geht's Pauli? Pauli ist tot. Also, dann geht's ihm wohl nicht besonders gut, was? Ich hoffe, du hattest nichts damit zu tun. Oder ist euer kleines Abenteuer etwas schiefgegangen? Sieht ganz danach aus. Aha. Du bist also mal wieder auf der Suche nach Waffen. Du denkst wohl in jeder wachen Minute ans Geschäft. Natürlich nicht. Das wäre ein großer Fehler. Okay, mal sehen, was du hast. Pass auf, was soll er denn? Wir brauchen das volle Programm, gell? Bei Thompson. Hab ich einen Mantel? Nicht, gell? Wobei geht. Thompson in den Mantel. Das ist alles voll, passt, oder? Gut, passt. Danke, hier ist das Geld. Vielen, vielen Dank und
Hoffentlich kriegst du die Schweine. Zumindest das hat Paulie verdient. Und ich räche seinen Tod, wirst sehen. Auf blutige Art und Weise. Okay, Leute. Oder bevor wir jetzt in die Galerie. Oder gemeint. Da fahren wir allerdings durch eine Bogenleitung. Hey Kollegin. Du bist auch schön. Oh Gott. Mit umresten. Bella, bin ich da hinten. Freunde, rechts rum und Vollgas. Okay, fix. Eine Lehnpunkte ruiniert, die dumme Sau. Jeder vorbei. Jeder komplett am Arsch vorbei, gell? Wenn die Polizei kommt. Geht nicht auf die Straße. So, da drunten ist mal wieder der Port of Lost Heaven, oder? War er das? Na, war er nicht. Die East Martel Bridge, pass auf. Mit Karacho über die Brücke. Geht die Galerie? Heute nicht mit den Hund angefangen, kann ich sagen. Okay Leute, ich habe mich so, da treffen wir jetzt einen Sam, oder? Halt, Arschloch! Oh, Scheiße! Überraschung! Du hast nicht zufällig das hier in Paulies Haus gesucht? Sam, was ist hier los? Ich dachte, wir treffen uns allein. Die Situation hat sich geändert, Tom. Ich musste entscheiden, auf welcher Seite ich stehe. Sorry, aber deine Seite wäre glatter Selbstmord. Mit Mord kann ich allerdings leben. Du hast Paulie umgebracht? Nun, ich war mehr ein Vollstrecker. Das gleiche wie in deinem Fall. Das hätte ich niemals von dir gedacht, Sam. Naja, ich hab gute Laune. Meine Aktien steigen und ich habe eine Tasche voller Geld gefunden. Deine Partner zu töten ist also nur ein Riesenspaß? Vielleicht sollte ich es mal probieren. Es ist nicht schlecht. Aber dir fehlt es an Gelegenheit. Es ist niemals zu spät, damit anzufangen. Schätze, so etwas wie Ehre hast du nicht mehr. Ehre hat keine Bedeutung. Das ist das Geschäft und du hast die ungeschriebenen Regeln einmal zu oft gebrochen, Tom.
Eigentlich sollte es mir leid tun, aber Geschäft ist Geschäft. Ich wusste nicht, dass ich der Grund für die Probleme der Familie war. Wirklich? Du hast gemacht, was du wolltest, Tom. Du hast Frank nicht getötet. Du hast diese Hure entkommen lassen und das mit der Bank. Du kannst nicht tun, was du für richtig hältst, weil du keine Ahnung hast. Du kapierst nicht, was deine Handlungen bewirken. Der Don ist der Denker. Du warst niemals ein großer Denker, deshalb brauchst du ihn. Das gilt nicht für mich. Ich kann selbst denken. Don Salieri meint, dass er nicht wegen deiner lächerlichen Gefühle in den Knast gehen wird. Und da stimme ich mit ihm vollkommen überein. Don Salieri mochte dich wirklich, Tom. Und ich mochte dich auch. Wir weinen gemeinsam auf deiner Beerdigung. Du armes Schwein, Sam. Du tust mir echt leid. Dafür bin ich am Leben. Schade, dass du das Geld nicht ausgeben kannst. Aber keine Sorge. Wir geben Sarah ein wenig davon. Du weißt ja, alleinstehende Mütter haben es heutzutage schwer. Der Don kümmert sich um sie. Er ist nicht so ein Monster, wie du glaubst. Adieu, Tom. Nett, dich gekannt zu haben. Macht eure Sache gründlich, Jungs. Und bitte, lasst ihn nicht so lange leiden. Er ist mein Kumpel. Okay, Leute, anschnallen. Hey, wir blauhäutig. Blümte her. Wenn ich schon gekauft hab. Finden dich sowieso. Bam, die Sau süß. Vorsicht, Bleihagel. Freund der Nacht, möchtest du was? Ich kann da oben. Der lädt am Blei. Hebt's alle dabei. Und Mann, bist du hier? Ja gut, wie gesagt, das große Finale, gell? Es geht ans Eingemachte. Hey Lumpi! Turnier uns rum. Brauchst du was? Er kriegt was, du Depp. Alter, die Kunstgalerie. Respekt, Jules. Da ist ein geiles Bett lummert. Ja, wer ist das da? Der Mann im rosa Kleid. Und diese Frau. Kann man nicht sagen, gell? Nein, ein Mischling. Onkel Sam, wo bist denn du? Bitte bei den Briefmarken. Und ich vermute mal, ich muss nur ein Ding durchziehen. Ohne Zwischenfeier. Oha. Bei der Mitte Thompson. Jawohl. Ja, wollen wir ins Kreitengurgel gehen? Dann checkt das. Ja, sag mal, Gustav. Ich hab nicht die Briefmarken. Und ich war hier.
Alter, meine Thompson habe ich im Mantel. Passt schon. Oha. Pass auf. Der Trottel mit der Thompson ist gefallen. Er liegt da. Hat die Maschine jetzt? Liegt hinten, oder? Da ist natürlich verrammelt. Kuckuck. Oh, das ist Ding. Alarm. Die rennt die Kunstgalerie ab. Da tanzt den Tango. Der Kriminaltango. Bei auf die Rückbomben mit den Granaten, oder die Ding. Das ist mein Kumpel, wie schaut das mit einem Checkpoint? Stadt Engel. Oh, da. Die Jungs haben dich offenbar unterschätzt, Tom. Naja, hoffentlich haben sie dieses Mal mehr Glück. Jungs, passt auf, dass ihr nichts kaputt macht. Hier stehen jede Menge schöne, teure Sachen herum. Oha. Die Herrschaften der bitten, geht over da. Der unten ist auch schön. Haha. Nein, das heißt geht. Alter, der Foot. Wer bei uns hat er die Zeit? Bin gerade nicht dazu gekommen. In der Eile. Alter, wie sagt der Dreiwinger? Und die vergossen ihr Blut. Die Säcke. Ah! 48, oh Gott. Die Lebenspunkte. Ich glaube, am Verbandsgarten kann ich nicht erwarten. Bin jetzt selber verlangt. Ja, du Bleispritzer. Er wird mit der Tommy gern. Bitte auf der sicheren Seiten. Mit dir hier. Bleibt am Linke. Er krümmt sich ja noch. Wer sich krümmt, wird erlöst, da die Sung. Hallihallo, da bin ich. Aha, kennst du das?
Eine Bombe. Pass auf, wenn ich konnte Kacke von vorn bin. Wie praktisch. Du geh, Bruder. Du springst da nicht rum. Also Sünden speichern du nicht. Zu meiner Freude. Pass auf, 2 von drum. Und Johnny Boy, geht oben. Und nur den gleichen Weg. Jawohl. Auf den Bierbauch. Und wie schaut denn aus? Tut euch was weh? Sogar zufällig. Oh Baby, Weightlifting. Aller Dummy. Eine Bumm, durchziehen. Jawohl. Ja, mit dem Magnum. Das hatten wohl die Socken. Im wahrsten Sinne. So, wir müssen gerade ein bisschen abpassen, weil die Herrschaften mit Granaten schmeißen. Du meine Freude. Hier vor die Mauer. Ja, wie schaut du aus? Guck. So, zeig dich. Ich bin hast du schon. Wo mit Ruschen? Also, ich sag da, der Winger von den Sorten. Da ist der Typ mit der Tommy Gun. Der steht da drüben. Da ist ein Büschchen. Kennt du meine Magnum? Aha. Der war auf Krawall aus. Oh Bruder, dachte das? Guck. Diese Säcke. Gott, was ist hier passiert? Uah. Alter. Genau eine Klappe. Hey man! Hat er noch Schmerzen? Nimm oder? So wie es da ausschaut. Er wudelt noch rum. Los, wudeln. Die Jungs haben dich offenbar unter... Okay, fix. Alter, ruhig. So, Tommy Gun. Du bist dran. Guck. Jawohl. Perforiert. Und er trifft mit der Flinten.
Sehr fix. Genau da dahinter. Okay, Mann. So, jetzt fort. Leben Punkt 80. Bei der meine rechte Seite ist ruhig, gell? Aber da hinten. Ich glaube, der ist nervös. Der ist unten rum. War der Mann von Tümperen. Und der Flinten, Johnny? Macht der nimmer. Und die Knäpplein, du rüder rum. So, na. Oh, da. Ich hab ihn nicht getroffen. Noch zu ihm. Also, ich sag schon. Blatt ist heiß. Maul. So, das heißt, jetzt ein Pflaster weit im Brett an die Song. Bei der Kugeln sind wohl. Aber ja, da hinten. Da muss ich aufpassen. Der Lump. Mehr Granaten. Ja, besser mein Medikit. Möchte das können. Immer noch 80 Lebenpunkte. Ich spare mal auf. Dieser Lump. Also links, oder? Warte mal. Ich hole mir mein Medikit. Sicher, sicher. Hinterher tut mir leid. Aber ein Speierpunkt. Der war bei uns recht. Guck, wer durch. Ja, die ist zu. Da ist auch zu. Und jetzt? Ja, viel Bedarf. Aber ja, das ist in der Sackgassen. Da ist auch zu. Hätte was schwören können, da drum ist irgendwas. Wo ist das denn?
Geh schon hin. Oha. Ich wittere Blut! Und wieder nass. Ja. Alter, wenn du den Hinterschädel. Bleibt der liegen oder was? Bei der Tommy gern. Wie dabei. Muss dabei sein. Ohne geht doch nix. Bei das. Oder weggeschossen. Oh Gott, links oder rechts? Theoretisch hat er mir im Runden, oder? Der Sack. Und? Raum geklärt. Und Onkel Sam, wo bist denn du? Kein Schwand daheim, gell? Da ist ein riesiger Blemisch raus. Oder, der will das sagen, bei YouTube. Nackte Titten, da dran die durch. Bei der, wo ist das für eine? Guck. Ja, mit deiner Piratenpistole, du Depp. Die hat ja nichts gebracht. War du der Typ mit der Magnum? Warst du, oder? Tolle die zeitliche gesegnet. Sam! Hey Sam! Au! Ein Streifschuss. Und wo spricht er? Traust du dich? Alter, wie die Birne. Guck. Au. Aber bumm, meine Flinte gebe ich nicht auf, gell? Die wollte ich mal. Sicher. Wer da rum? Wer will das kennen? Renne ich durch Viere und da kommt raus. Und dann bin ich fertig. Bei der Onkel Sam war da dabei.
So alt bin ich, wo bin ich dort? Ja, bin ich wieder da vorne. Da bin ich nervig, gell? Da hinten rein, nicht raus. Und das ist der Plan? Und? Kein Sein weit im Brett. Aus hier, du. Der Lump. Der versteckt hinter die Briefmarken. Und Chef, nervös oder was? Nervösen Tod. Also Sam, deine Männer sind hier, die pfeifen. Ich sag, du hast auch nix. Ja, ich war der Beste. Also ab und zu halt. Was ist, Affe? Aha. Pass auf. Da war ich schon drin, aber da drin. Da war ich noch nicht. Guck. Ein Brügel außer. Und was sagt ihr jetzt? Kann ich sagen mir doch? Hat er nicht mehr? Jetzt wo ich wohnen gegangen bin. Sei fix, hol ich ausgeflogen. Ja, Onkel Sam. Anscheinend hast du deinen neuen Partner unterschätzt. Vielleicht solltest du die Seiten wechseln. Es ist noch nicht vorbei, Tom. Noch nicht vorbei, ja, freut mich. Die Dinge sind nicht so, wie sie scheinen, Sam. Salieri hat auch dich gelingt. Wovon redest du? Wir wären beinahe wegen dieser dämlichen Zigarren draufgegangen. Salieri wusste, dass der Job riskant war. Zwischen den Zigarren waren nämlich Diamanten versteckt. Und er wollte uns nichts davon abgeben. Deshalb wollte Paulie die Bank überfallen. Weil er erkannt hatte, dass Salieri uns ausgenutzt hat. Er hat mir von den Diamanten erzählt, Tom. Er wollte sie nur geheim halten, damit niemand wusste, wo sie waren, bevor er sie verkauft hatte. Und die Diamanten hatten nichts mit der Tatsache zu tun, dass du Frank nicht getötet hast. Er hat die Omerta gebrochen. Was ist schlimmer, Tom? Woher weißt du, dass ich Frank nicht getötet habe? Mach dafür jemand anders verantwortlich, den du verschont hast. Du bist zu weich. Sie kam zurück in die Stadt und wir fanden sie durch Zufall. Scheiße. Tom, du weißt doch, dass man Frauen nicht trauen kann. Ich verstehe ja, dass es nicht einfach ist, die beste Freundin deiner Frau umzulegen. Ja, ich hätte es für dich erledigen sollen. Mich hat sie auch angefleht und geheult. So haben wir gemerkt, dass auf dich kein Verlass ist, haben nachgeforscht und die Sache mit Frank rausgefunden. Sam, glaubst du wirklich, dass alles so enden muss? Es gibt noch eine Chance. Es gibt keinen Weg mehr zurück, Tom. Tut mir leid. Ja, bei der Buben. Hat der gespeichert? Schon, gell? Gott sei Dank. Nicht, dass ich da abkratze. Und ich muss gerade Blätter vom Wand spielen. Junge, bitte mal flott.
Ein Flotterspritzer. Alter. Also treffen du da. Kann man nicht verleugnen. Mach die Bastarde fertig. Warum sind die mehrere nicht? Pass auf, lass die Munition verschießen. Oh Sammy, ich komm jetzt. Den überrenne einfach. Wie schaut denn aus, läuft der davor? Wir müssen dieser stehen. Also, Bummler muss ich tricksen. Wie die größte Sau. Niemand verarscht Sam. Wir blieben durch. Hier war zumindest nichts. Und Bruder, schmeckt dir meine Magnum? Schmeckt schon, oder? Seht ihr das? Ab der Stelle verballert er seine Munition. Der Depp. Und wenn er noch lot, dann ist er fällig. Ich schlag dich zu Brei. Und der Lump, dem hat er die Schnauze vollgekriegt. Aber auch genau. Und ich kannte gerne Gnade. Seht ihr das, wie der Blut hat? Will ich die Sau. Freunde, Shit im Schacht. Verdammt! Hey, es ist wieder die gleiche Situation, Tom. Und wieder kannst du nicht entscheiden. Scheiße. Du hast es getan, aber die kriegen dich doch. Salieri wird dich kriegen. Er war auf deiner Seite, du Ratte. Du bist gefährlich, Tom. Und Paulie? Er war sich nie sicher, dass du seinen Tod nicht vergeben würdest. Du musst dich verstecken wie ein Geächteter. Und eines Tages kriegen sie dich. Genau wie bei Frank. Die haben ihn gefunden? Du hast sein Leben nur verlängert. Aber schließlich haben sie ihn
auch gefunden. Und Frank war der einzige wirkliche Freund des Don. Freundschaft ist einen Scheißdreck wert. Dann waren Sie das also auch. Sie zerstörten die Gemäldesammlung, die ein paar Millionen Dollar wert war? Nicht mit Absicht, aber es ist irgendwie passiert. Na, wenn's weiter nichts ist. Ich konnte dort schnell verschwinden. Es war nicht ganz einfach. Ich war wirklich in Gefahr, aber ich schaffte es. Ich schnappte mir Frau und Tochter und verließ das Land auf der Stelle. Sam hatte recht. Wenn sie Frank in Europa gefunden und noch 5 Jahre nach seinem Verschwinden hingerichtet hatten, würden sie mich nach meinem Betrug nicht entkommen lassen. Und Sie sind gewillt, all das, was Sie mir jetzt gesagt haben, auch vor Gericht und gegen all diese Männer auszusagen. Denken Sie nicht, dass Sie die Sache dadurch nur noch schlimmer machen? Was Sie jetzt vorhaben, ist mehr als ein Vergehen. Es ist Hochverrat. Wenn diese Männer ins Gefängnis gehen oder besser hingerichtet werden, können sie sich nicht mehr an mir rächen. Wenigstens nicht so leicht wie in Freiheit. Ich bin bereit, gegen sie auszusagen, wenn sie mir unseren Schutz gewährleisten und meiner Frau, meiner Tochter und mir eine neue Identität garantieren. Wenn wir das alles schaffen, wird das der größte Prozess, den dieses Land jemals erlebt hat. Ein interessantes Angebot. Ich weiß nicht, ob es moralisch ist, jemandem wie Ihnen zu helfen. Aber ich schätze, das Resultat ist es wert. Ich denke, wir helfen Ihnen. Bis zum Prozess ging alles glatt. Ich saß in meiner Zelle und schrieb die Beweise gegen die Leute nieder, mit denen ich gearbeitet hatte. Und mit denen ich 10 Jahre lang befreundet war. Der Prozess war riesig und versetzte das Land in einen Schock. Salieri und einige seiner Killer wanderten auf den Stuhl. Die kürzeste Strafe betrug 8 Jahre. Ich verbrachte die gesamte Zeit in einer Zelle an einem geheimen Ort ohne Besucher. In der ganzen Zeit sah ich weder Sarah noch meine kleine Tochter. Aber es hat sich gelohnt. Norman besorgte uns eine neue Identität und schickte uns an das andere Ende der Staaten. Ich arbeitete als Fahrer für ein angesehenes Unternehmen. Wir begannen ein völlig neues Leben. Dieser Frieden wurde nur durch den Krieg unterbrochen, aber wir schafften auch das. Mr. Angelo? Ja. Mr. Salieri schickt Ihnen Grüße. Wissen Sie, die Welt wird nicht von geschriebenen Gesetzen regiert, sondern von Menschen. Entweder mit Hilfe der Gesetze oder nicht. Es kommt auf jeden Einzelnen an, wie seine Welt ist, was er aus ihr macht. Und man braucht eine gehörige Portion Glück, damit einem niemand das Leben zur Hölle macht. Und es ist nicht so einfach, wie man in der Grundschule lernt. Aber es ist gut, hohe Ideale zu haben und daran festzuhalten. In der Ehe, beim Verbrechen, im Krieg, immer und überall. Ich hab's versaut. So wie Paulie und Sam. Wir wollten ein besseres Leben, aber am Ende erging es uns schlechter als den meisten anderen. Wissen Sie, es ist wichtig, das richtige Maß zu finden. Ja, Maß, das ist das richtige Wort. Der Typ, der zu viel erreichen will, riskiert absolut alles zu verlieren. Und derjenige natürlich, der zu wenig vom Leben will, kriegt vielleicht gar nichts.
Tommy once drove a taxi, all righteous in the street lights. But one night fate whispered, son, step into the limelight. A small job for big men, a suitcase, he agreed in there. And suddenly good old Tommy was part of the local family business. Lost heaven sweet, oh, the city dances its rhythm between blessing and ruin, between jazz and downfall. Whoever forgets the code of silence quickly learns the old custom, because the family sticks together and Don Larry is in the Tommy gun is rhythmic, almost like a drum kick in the night. It solves problems faster than an accountant creates them. In Little Italy, everyone knows every stone and every cent. And sometimes it gets a little quiet, but only for a moment. Then the air swings. Lost heaven swing where the alcohol still flows and smugglers' boats dance until the morning mist lifts. A wink here, a little deal there, and someone quietly disappears. But only in a satirical chord. Oh, Don Larry raises his glass to family and to what no one sees and no one knows. But everyone hears in the streets. Tommy grins in the shadows because he already knows. In Lost Heaven, the mafia dances and time